Nee, das ist kein Trick, das ist richtig Glas, aus genau denselben Ingredienten wie das Glas, das wir just verschafft haben. Es geht für drin nach warm an Kaltwasser laufen gelassen und dabei entstehen dann die sogenannten Wasserdrüpsen. Und die sind extrem stabil. So stabil, dass ich eben kann, man muss hier fest drauf schlagen und sie gehen nicht futti. Wenn ich aber den kleinen dünnen Schwanz da aufbrechen, da gibt Wassertränen an 1000 Stecker zu sprangen. Weil mir das so gefährlich ist, ich verlasse nicht den Mr. Science dat, hin erklärt auch, für was das geschieht, und weist, wie stabil verschiedene Glassorten sind. So, Mr. Science, dat du aber nicht dem Olivier sing Drips. Man nee, den Olivier den hat Verspätung. Am engem Experiment von Haut beschäftige ich mich jo mit der Stabilität von Glas. Und normalerweise, wenn ihm am Hummer wieder zu ein Glas schlägt, da geht das ja futti. Also, du überraschst mich aber lo. Ja, mir rein theoretisch müsst du ein Glas so einen Impact aushalten, wären du nicht kleine Defekte. Defekte? Ja, op all Glas, da sind winzig kleine Löcher an Riss, die man bloß im Arm nicht erkennt. Aber in dem Mikroskop. Wie kann ein kleiner Riss auf der Oberfläche dann du etwas machen? Ma ja, das kennt ihr doch. Merci. Glas geht hier auch so geschnitten, an dem es ein kleiner Ritz auf der Oberfläche mischt. Und dann ganz einfach weit. Erstaunlich. Wie kann ich sich das da erklären? Ja, zum Beispiel mit diesem Pechpapier. Den ist stabil, solange ganz ist. Wie wenn ihr einen mini kleinen Schnapp dran mischt, da braucht ihr nur ganz wenig zu ziehen und zack geht den durch. Das ist, weil die Zugkräfte sich all auf den kleinen Schnapp konzentrieren. Ah, den Olivier, den hast du da. Und den Olivier sein Blut vor mir. Joseph? Joseph! Was ist dir wohl noch? Was war das du? Ah! Das war just Falschglas als Zucker. Was hat dir es denn? Ja. Und das ist das unstabilste Glas und das wird beim Film gebraucht. Also du hast Chance, dass ich nicht vor Schreck heute den Köst mit dem Drüpsefahne gelöst habe. Ah, ja. Mal los. Also ich schon mal am Hummer drauf geschlagen, sie ist nicht futti gegangen. Ma ja, und ich werde mit der Zahn. Hast du Brille? Ah ja, ich finde das schon geschliffen. Merci. Ich spitze mit der Zahn, dann auf. Okay, aufpassen. Hat schon zu viel versprochen, da hat mega Druck drauf. Okay, Joseph, dann erklär uns, wann ich Gift, wie das funktioniert. Dafür brauchst du mich nicht. Ich gehe dann weiter arbeiten. Ne? Ja. Du brauchst los nicht da, weil das geht mir nicht. Gut, merci. Ja, effektiv, das ist die Spannung an dem Glas, die das Glas so stabil gemacht hat. Das fällt bei der Produktion immens sehr aufgekühlt wird. Die bausische Schicht, die ist sehr hart gehen. Mit Banne wird Glas nach flüssig. Aber beim Aufkühlen wollte das sich zusammenziehen, mit das ging nicht mehr. Und dadurch ist ein enormer Druck auf die bausische Schicht Glas entstanden. Und das hat die ganze Bull so stabil gemacht. Okay, schwer vorzustellen. Aber mit diesem Modell geht das vielleicht besser. Hier ist die Kraft symbolisiert durch Lastiker, die bausische Schicht zusammenhalten. Beim Glas ist diese Kraft sogar so stark, dass die kleinen Risse auf der Oberfläche zusammengedrückt gehen. Und dadurch ist das Glas so stabil wie hier. Wenn wir also eine Schwachstelle finden und das zerputzen, dann zerfällt direkt die ganze Bull. Wenn ein stabiles Glas will, muss ich nicht da sehr aufkühlen. Ja, normalerweise sind die Spannungen am Glas nicht gut. Dafür lese ich Glas ganz los aufkühlen, das nennt den Temperen. Weil sonst können die Gläser schon bei einem normalen Prosten zerplatzen. Bei verschiedenen Sorten, wie zum Beispiel beim Seitenfenster vom Auto, was Sicherheitsglas ist, will den aber eine gewisse Spannung dran behalten, für dass das Glas am Notfall sehr futti geht.
Abgepasst. Eier, dann entst die Klangscherbeln und denen se Schmanner schneide kann. Genee, an dem Kontext hunn ich aber nach missen Mythos überprüfen. Anscheinend kann in dat selwicht Orechen, wann in eng Klangscherbel vun der Keramik vun enger Zündkerz an eng Fenster geheit. Das Keramik ass eng extra hart an das bringt fertig e Lach an Fenster zu machen an dofir passiert dat. An dat ganz Hummer an der Slowmo gefilmt. A wie der gesit, et huet geklappt. Mei wann der Toten du hem no mat, dann huet lewer den Auto vun Ärem Noper an net Ären Egenen. Die moderne Glasforschung geht ganz a Richtung Druck am Glas, dat das fir Risse zu verhindern. An das Teil ass so ein extrem stabil Glas, das haucht den a kratzfest, an dat kann ihn auch immens beien, bis es splittert. Aber das ist ein Trick von dem Glas. Meier huet erstens eng extra Zusammensetzung an zweitens goufet chemisch behandelt, nachdem sie produziert gouf. Dabei geht es bei hohen Temperaturen an flüssigt Salz gelöscht. Und dabei passiert ein sogenannten Ionentausch. Aber das dat? Meier stark vergrößert kann sich die Ewechtschicht vom Glas so wie die heute eher vorstellen. Die Ionen, das sind gelösten Atomen, die gehen durch Midecker aus der Lesung ersat. Und dabei steigt der Druck an der ewigsten Schicht, wobei den heutigen Riss immer mehr eng zusammen geht. Das heißt, Glas geht dann mehr stabil. Was für Glas gut ist, ist für mein Oster eher schlecht und dafür befreien steht einmal.